Grüezi wohl. Grüezi wohl. Willkommen bei unserem Mittwoch-Stream mit mir. Und es ist immer noch warm. Und ich bin der Troy. Ich bin der Troy. Ich streame auf meinem privaten Channel twitch.tv/TroyHammaren. Jeden Samstag Abend bin ich dort. Grüezi wohl, Chat. Ich hoffe, es geht euch gut. Grüezi, Steffi. Hello. Oh, jetzt ist die Steffi da und hat gesehen, dass ich Verspätung habe. Jetzt wollte ich sagen, mein Internet war vorhin einfach weg. Ich habe schon gedacht, shit, muss ich jetzt den Stream absagen, weil mein Internet nicht mehr rum ist. Aber es ist jetzt wieder da und ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es verhebt. Steffi, geht's dir gut? Schön, dass du da bist. So, wir machen weiter mit Jurassic World Evolution 2, wo wir vor ein paar Wochen mal aufgehört haben, mit in der Chaos-Theorie, also der Spielmodus Chaos-Theorie, wo wir Jurassic Park Mission gespielt haben, wo es eigentlich darum geht, also das ist so wie eine Was-wäre-wenn-Situation. Wir bauen den Jurassic Park, aber das mal vielleicht in gut und er geht nicht kaputt und die Dinos brechen nicht aus. Ich weiss nicht, ob der Sturm kommt. Ich weiss nicht, ob wir das verhindern können. Aber das wäre so die Idee. Genau. Jetzt muss ich schnell schauen. Gut, jetzt höre ich es. Muss ich gerade mit deinem Chef reden? Ja, Steffi, komm, mach das, tu es. Und wenn wir darüber reden, das kann nicht so weitergehen. Ich bin auch müde und ich habe Kopfweh. Hey Steffi, ich habe im Fall heute auch Kopfweh gehabt. Ich musste Tabletten nehmen, tatsächlich. Ja, same. Müde bin ich auch immer ein bisschen. Ich bin einfach müde wegen diesen Temperaturen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, wenn es wieder ein bisschen kühler wird. Also heute ist ja nicht ultra warm, aber in meiner Wohnung dauert es halt immer ein paar Tage, bis die Wärme wieder draussen ist. Also. Andere Grüezi, da habe ich jetzt erst gerade angefangen. Mit Jurassic World Evolution 2, Eonra. Schön, dass du da bist, grüezi. Ich habe mir so überlegt, ob ich eine nehmen soll, aber ich habe es dann lassen. Ja, ich überlege mir das auch immer ein bisschen länger, aber es ist dann immer schlimmer geworden und dann habe ich eine genommen. Aber ich versuche eigentlich immer so gut wie möglich zu verhindern, dass ich Tabletten nehmen muss. Der Wetterumschwung. Ja, das ist true. Das ist wahrscheinlich das, was wir spüren. Eonra, wie weit bist du denn? Oder was spielst du? Kampagne? Oder es gibt ja noch den Sandkastenmodus, es gibt Chaos-Theorie-Modus. Genau, ich habe das Teil erst gerade platiniert. Ach schon, okay. Okay, alles klar, sehr geil. So, ich wechsle da mal schnell ins Game. Jetzt muss ich wieder überlegen, wir haben keine Game-Musik. Ich lasse einfach meine Musik laufen. Wenn es euch irgendwie stört oder wenn etwas zu laut ist, etwas zu leise, einfach Bescheid sagen, bitte. Gut, was haben wir gesagt? Chaos-Theorie. Sind wir bei 50% tatsächlich schon? Dann reicht es ja vielleicht in diesen 2 Stunden, das noch... Nein, nicht neues Spiel. Nein. Ich will auch weitermachen vielleicht. Wie wäre es mit weitermachen? Sandkasten. Okay, das ist... Ich muss mal schauen, was jetzt passiert. Ich weiss nicht, ob ich jetzt in der Kampagne bin. Finden wir raus. Du hast mit der Kampagne angefangen, aber erst so 30 Minuten gespielt. Ja, das ist nicht da, wo ich wollte. Aha, also, let's go. Chaos-Theorie. Wann war das? 17:30. 17:12. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Ich nehme an, ich habe hier nochmal zur Sicherheit gespeichert. Dann nehmen wir das hier. Ja, bitte. Habt ihr endlich den neuen Film gesehen, Chat? Der neueste Jurassic World Film. Ich bin den schauen, letzte Woche. Also ich tue natürlich nichts spoilern.
Er ist okay, er ist unterhaltsam, ich sage so viel. He? Aber es kommt keiner als Original an. Jurassic Park ist einfach eine andere Liga, he? Ich sage es immer wieder. Ich habe gehört, er ist verdammt schlecht. Steffi, wie soll ich sagen? Wie gesagt, ich werde den Film irgendwie auch nicht jetzt fertig machen. Ich finde ihn nicht schlecht, nein. Ich finde ihn nicht schlecht, er ist sehr unterhaltsam, es ist immer etwas los. Ich habe das Gefühl, es wird nie langweilig. Es ist aber ein bisschen viel, was passiert. Tatsächlich. Und es ist halt viel Fanservice, was passiert. Ein bisschen too much. Es baut fast nur auf dem auf und das ist manchmal ein bisschen mühsam. Also du hast auch Szenen, wo du immer denkst, wow, geil, das ist wie im ersten Teil und so. Aber es ist auch trainiert gedrückt worden, das Zeug. Und es macht keinen Sinn. Und, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass er schlecht ist. Er ist unterhaltsam für einen Jurassic Park-Fan. Ist er sowieso unterhaltsam. Aber bei mir ist bei diesen Jurassic World-Filmen das immer ein bisschen so, ich bin aus dem Kino rausgelaufen und habe endlich nicht mehr richtig gewusst, was die Story war. Aber ich habe es cool gefunden. Oder? So, jetzt muss ich da schnell die Lautstärke noch ein bisschen anpassen. So. Was habe ich verpasst? Ich muss sagen, ich war gerade ein bisschen überfordert, wie viel mehr komplex es geworden ist im Vergleich mit Teil 1. Ja, es ist doch einiges mehr um, aber ich finde das auch cool. Ich finde das echt cool. Ich weiss gar nicht mehr, im ersten Teil kannst du einiges nicht machen, was du hier machen kannst. Aber was jetzt hier speziell ist bei der Chaos-Theorie, man muss jetzt hier wieder Fossilien suchen und DNA forschen. Und da gibt es ja noch einen anderen Modus, wo du auch Dinos einfangen, weil gemäss der Story der Filme ja die Dinos jetzt überall auf der Welt sind, oder? Haben ja viel behauptet, dass es fast gleich sei, aber da bezweifle ich leicht. Ja, es hat schon viele Gemeinsamkeiten. Gell? Ich habe mal gelesen, sie haben so ein bisschen Modelle übernommen, 3D-Modelle und Texturen, aber mein Gott, kann man ja machen. Und ich finde schon, es fühlt sich fresh an. Es ist schon nicht das Gleiche. Und Faro, grüezi, schön, dass du da bist. Faro, geht's dir gut? Kleines Trivia: Trophies bei Teil 1 sind alles Zitate aus dem Film. Ach schon, Trophies sind alles Zitate aus dem Film. Das ist geil, das ist geil. Ich liebe Filmzitate. I love it. Wieso guckelt's? So, also, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben hier, ja, das ist geil, wir haben hier 2 Velociraptoren. He? Und die heissen Bracchi und Seppi. Von euch benannt. Chat durfte Dinos benennen. Hier haben wir den Seppi. Und der Bracchi ist irgendjemand. Und das Problem ist, die vertragen sich nicht. Das ist echt schlimm. Ja, der Seppi ist immer verletzt, weil der Bracchi so aggressiv ist. Das hat aber mit der DNA-Forschung zu tun, habe ich herausgefunden. Der Dino, den ich hier gezüchtet habe, ist tatsächlich einfach aggressiv. Und ich weiss noch nicht, was ich machen soll, weil das war echt ein Problem letztes Mal. Wir haben einfach immer nur mit diesen beiden zu tun gehabt. Da ist der Bracchi. Da ist er am Chillen. He? Ist er am Chillen. Jetzt wird er wahrscheinlich gerade wieder aggressiv. Er steht schon auf. Das ist echt ein Problem, weil wir irgendwie nicht vom Fleck kommen. So. Darum habe ich mir überlegt, ob ich sie auch einmal trennen soll. Aber zuerst mal muss ich den hier behandeln, mal schauen, wie das weitergeht. Jetzt muss ich die Knöpfe wieder finden. Einfangteam. Nein, das ist glaube ich falsch. Mal, das ist richtig. Und zwar müssen sie den betäuben. Dann gehen wir ihn anschliessend holen. Und es ruckelt einfach ab und zu. Ich weiss nicht wieso. Das ist nicht allzu schlimm. Dann können wir ihn transportieren hier rauf ins Paläomedizinische Anlage 1. Dann ihn wieder raufheilen. So, let's go. Zack, zack. Nein, es geht nicht, versperrt. Geht nicht. Das Spiel ist kaputt. Was ist los? Versperrt. Kann ich gar nicht sehen. Das mache ich falsch.
Nein, ich bin blöd. Ich habe jetzt halt betreibt, wobei das ist, glaube ich, nicht schlecht. Wir müssen jetzt nicht den Heli schicken, wir müssen etwas schicken, das wir gar nicht haben. Geil. Ja, oder haben wir das? Ich muss schnell schauen. Ich muss mich zuerst wieder ein bisschen daran erinnern oder mir einen Überblick verschaffen, was wir letztes Mal alles gemacht haben. Wir brauchen so einen medizinischen Wagen, ich weiß nicht, wie das Ding heisst. Ist das nicht da? Aha, mal, da ist er ja. Mal, genau, den brauchen wir. Den brauchen wir. Ich habe den vorhin nicht gesehen. Und dann gehen wir den hier behandeln. Mal schnell schauen. R habe ich Ranger-Teams und Einfang-Teams. Wo ist denn der Rest? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch einen separaten Hotkey für da. Ja, niedrige Gesundheit, wir wissen es. Wir wissen es. Also gehen wir schnell schauen. Machen schnell Direktsteuerung. Ja? Ich finde das eben noch sehr schön gemacht. Ja? Gut. Nicht diagnostiziert innere Blutungen. Wir müssen zuerst das machen. Und jetzt können wir ihn wahrscheinlich transportieren. So funktioniert das, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir innere Blutungen mit einer Spritze behandeln können. Das wäre ein bisschen unlogisch. Jetzt geht's. Nice. Genau, es kostet uns, wir müssen 5 von denen haben, dann nehmen wir den. Let's go. So, jetzt haben wir ja noch Missionen. Synthetisiere den folgenden Saurier, brüte ihn zweimal aus und lasse ihn frei, Triceratops. Ja, das war schon ein Fehler, den wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben den Dilophosaurus. Wo ist denn der überhaupt? Den haben wir ja gar noch nicht. Wir haben ihn, glaube ich, geforscht. Kann das sein? Ich muss alles zuerst herausfinden, wo wir hier sind und wo hier die Gebäude sind. Genau, da oben haben wir das hier, das suche ich. Suche ich das wirklich? Nein, das ist nicht da. Da, gut. Fossilien ansehen. Ja, genau, das ist von der letzten Expedition gekommen. Wir sind schon einmal auf Triceratops-Expedition. Sehr gut. Den können wir forschen. Nice. Das können wir verkaufen. Die gehen am meisten. Wir haben gemerkt, wir könnten sie sogar schon züchten. Aber dann haben wir das Problem, das ist eben da, wo wir da sehen, der Gesamtfortschritt. Ich glaube, wenn der unter 100% ist, dann schleichen sich viele genetische Fehler rein. Sprich, sie sind aggressiv zum Beispiel. Was nicht wirklich nützlich ist. Darum tue ich da mal so viel wie möglich forschen. Das ist mal das Maximum. Wissenschaftler zuweisen, 3. Dann haben wir dich. Let's go. Jetzt schauen wir schnell. Expedition haben wir nicht am Laufen. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Benzin. Panik. Geil. Teure Benzin wieder, hä? Wer kennt es nicht? Jetzt schaue ich hier noch schnell. Expeditionskarte. Brauchen wir auch noch mehr Triceratops-Zeug? Ich warte jetzt mal, bis ich alles erforscht habe. Und dann schauen wir, was wir für eine nächste Expedition machen. Also wir haben noch den Parasaurolophus, Strutiomimus. Nochmal ein Strutiomimus, nochmal ein Parasaurolophus und nochmal ein Dilophosaurus. Und ich habe glaube den Dilopho noch nicht gebaut, noch nicht gezüchtet, weil ich den auch noch nicht irgendwie weit oben habe. Das heisst, am besten machen wir alle Expeditionen zuerst für ein Dino und nachher züchten wir ihn züchten. Das würde am meisten Sinn machen. So. Gut, du wirst geheilt. Funktioniert das? Sehe ich das? Ich glaube, das funktioniert, oder?
Ja, ja, da passiert immer irgendetwas. Sehr professionell machen sie das da mit Robotern. Und da so ein bisschen den Heilspray für innere Blutungen, das nützt. Sehr gut. Also, jetzt mal überlegen, was soll ich da? Ja, da ist er schon wieder aggressiv, der Brocki. Müssen wir dich wirklich da in ein separates Gehege rein tun? Hunger hat er aber auch immer, das ist gut. Die Ziege ist tot. Weil, was ich irgendwie nicht machen will, ist den Brocki jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, entsorgen, beseitigen, ersetzen. Ich weiss gar nicht, ob das geht. Darum, ich müsste schauen, wenn ich ein zweites Gehege mache, würde ich es wahrscheinlich innerhalb von dem machen. Das dürfte dann auch nicht zu klein sein, wahrscheinlich. Ich kann es ja mal schnell probieren, weil ich habe letztes Mal echt schon viel zu kämpfen mit diesen beiden. Und es wird nicht anders sein jetzt. Jetzt schaue ich schnell, dass er da... Ich mache das rechtwinklig. Dass er hier einen kleinen Bereich hat. Ja, genau, wir können es abgerundet machen, das ist auch gut. Aber wie klein darf er sein? Wie klein? Ein bisschen abgerundet und er hat Wasser. Ja, jetzt ist es natürlich einfach nicht gerade. Geil. Bringen wir das noch gerade? Ja, das war nicht schön. Bitte nochmal. Gibt es da irgendwie einen Snap-Punkt, wo ich sehe, jetzt wäre es genau 90 Grad? Ist das das? Ist das der Snap-Punkt, den ich hier spüre? Ja. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Also, bist jetzt du da drin? Ich habe gar nicht geschaut. Ist er raus vorhin? Er ist da hinten. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich blende. Ich sehe die Ziege. Ich höre dich. Wo bist du? Es gibt noch irgendeine Ansicht, die ich letztes Mal herausgefunden habe. Da? Ah, da bist du ja. Mein Gott, also gut. Alles gut. Ich brauche noch das Tor. Ein Tor. Machen wir gerade schnell da hin. Ja, wobei wir könnten von außen. Ja gut. Wenn ich sie zügeln müsste, dann müsste ich sie betäuben. Mache ich es von außen. Ja gut, der Eingang ist ja da hin. Ist egal. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Nein. Brocki. Brocki. Du bist echt mühsam. Gut, reparieren. Er macht das Zeug kaputt, aber wahrscheinlich, weil er jetzt nicht mehr zufrieden ist. Kann das sein? Er ist wahrscheinlich nicht mehr zufrieden, er ist einsam. Ja, das geht nicht. Shit. Er ist einsam. Aber er ist aggressiv. Ja, mach's kaputt, ich reisse es sowieso wieder ab. Keine andere Wahl. Okay, forget this. Wir haben jetzt halt einfach den Brocki. Oder hast ein bisschen ein Problem mit seinen Aggressionen. Das Tor nehmen wir wieder weg. Ich hoffe, der Brocki säckelt nicht gerade raus. Ah, sehr gut, das ersetzt es. Das ist auch nice. Ja, mal schauen. Ist der andere schon wieder geheilt? Ja, sehr gut. Also du kommst einfach wieder da zum Brocki. Ich hoffe... Oh, so weiter. Ich hoffe, das läuft gut. Ich hoffe, ihr verträgt euch irgendwann noch. Ich weiß auch nicht, ob es einen Trick gibt. Ich meine, wenn er aggressiv ist, ist er einfach aggressiv. Das bringe ich wahrscheinlich nicht aus dem Haus. Sonst geht es ihnen gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben genug Platz. Meine Lösung in Teil 1 für sowas betäuben und verkaufen. Man kann sie verkaufen.
Gut, das ist wenigstens, weißt du, so, ich hätte jetzt gedacht, weißt du, so, einfach töten, das könnte ich nicht machen. He? Könnte ich nicht machen, würde ich nicht übers Herz bringen. Aber verkaufen, ich gehe einfach davon aus, dass unser Käufer dann auch einen anständigen Park hat und auf das vorbereitet ist, dass er ein bisschen aggressiver ist. Aber ich glaube, vielleicht müssten wir das eben auch, müssten wir das schon machen. Weil sonst wird es auch mühsam, oder? Einsam, ja, ja. Jetzt machen wir das so. Wir machen jetzt das erste Projekt Velociraptor, weil ich muss das Problem aus der Welt haben. Aber ich will natürlich nicht, dass sich der Seppi einsam fühlt. Jetzt mach nicht immer mein Zeug kaputt. Nein, er ist geflüchtet. Verdammt. Nicht Ranger-Team, nicht Ranger-Team. Heli, Aufgabe hinzufügen, bitte einmal betäuben. Ich mache schnell direkte Steuerung. Ich muss hier schnell ein bisschen runter. Ja, kehren. Ich habe es nicht im Griff. Ich habe es überhaupt nicht im Griff gerade. Ah, bist du schon beteiligt? Gut. Also, genau das ist das Problem. Schnell reparieren. Ich weiss nicht, ob wir es verkaufen können, 2. Ich probiere es schnell, Eonra, ich probiere es. Ach, jetzt habe ich ihn ja betäubt, aber wie müsste ich ihn jetzt verkaufen? Ja, shit, endlich müsste ich da die Aktion schnell abbrechen. Kann ich das nicht abbrechen? Hey Dudes, hört mal schnell auf mit Transportieren, bitte. Das geht natürlich nicht. Ja, dann muss ich ihn halt nochmal betäuben. Aber ich sehe hier tatsächlich nichts. Ich kann jetzt auch nicht anwählen. Eonra, weißt du noch, wo das gewesen wäre? In welchem Menü oder in welchem Gebäude, wo ich das machen könnte? Wir probieren jetzt das schnell. Das wäre schon noch geil. Im Eis ist da mit dem Transportheli gegangen. Aha, erst jetzt gesehen, dass man mehrfach Auswahlmodus hat. Ich nehme echt den Dino und tue ihn einfach da so irgendwann außerhalb der Map droppen. Nein, das wird natürlich nicht funktionieren. Mal schnell schauen, was wir hier auf dem Dino haben. Nichts. Ja, das ist gerade ein bisschen komisch. Habe ich da nicht einmal noch irgendwie Infos über den Dino? Also, ich habe R gedrückt, alles klar. Schnell schauen. Okay, also da kann ich nichts machen. Also betäuben und dann den Dino mit Transportheli anklicken und nicht eine Destination auswählen, sondern mit... Aha, also gut, let's go, dann probieren wir das, merci. Einfangteam, schnell einmal betäuben bitte. Der Baracki, yes, nicht der falsche, nicht, dass wir noch den falschen verkaufen. Ja, jetzt hört mal auf. Aber jetzt war der Seppi aggressiv, oder? Aufhören. Schneller betäuben, gut. Muss ich schiessen? Okay, ich glaube, ich muss die hier noch ein bisschen trainieren. He? Das ist ja schlimm. Die Munitionsverschwendung hier. Einen ist gut, also. Dann machen wir Transport. Da habe ich noch nichts. Schnell schauen. Okay, wir nehmen ihn. Mal gucken. Gut, jetzt müsste ich noch das Ziel auswählen. Da müsste es ja jetzt eigentlich kommen. Da ist nichts. Ich glaube, da geht nicht.
kann dann einfach deleten. Einfach Delete drücken. Ich glaube, das geht nicht. Siehst du das auch gleich? Das müsste da sein. Einfach das Wasser raus. Ich mache ihm ein kleines Insel, wo er muss sterben muss. Nein, mache ich natürlich nicht. Mir ist schon passiert, dass ich einen betäubt habe und der andere, der betäubt, gekillt hat. Ich weiss aber nicht, ob das Zufall war. Ja, das ist fies. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da liegen. Mal schauen, was passiert. Ja, shit, okay. Wie könnte das noch sein? In einem Gebäude? Dann haben wir irgendeine eine Übersicht von Dinos. Ja, nicht wirklich. Oder ist auch da ein spezielles Gebäude für da? Mal schnell schauen, hier in diesem Besucherzentrum wird es auch nicht sein. Gut, es gibt noch Upgrades. Vielleicht ist es irgendein Upgrade, dass man Dinos verkaufen kann. Wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich in diesem Gebäude. Brutstätte. Nope. Ja, was machen wir mit dir? Was ist das denn? Okay. Ja, das geht nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach mit dem Bracki leben. Ist jetzt halt einfach ein Problem. He? Ich frage mich gerade, kann ich da noch irgendetwas optimieren? Nein, Komfort ist 100%, da können wir nichts mehr machen. Perfekt, wir können nichts machen, er ist einfach aggressiv. Das ist das Problem, intolerant. Wenn Alpha für gesamtes Territorium. Dominanz. Oder muss ich da irgendetwas... Ich muss es ja nicht grösser machen, als Kohabitationslimit, ich kann es nicht sagen. Das wäre ja nur mit anderen Dinos zusammen. Das ist ja nicht 2 Velociraptoren, die dann das Problem ist. Dominanz ist wahrscheinlich das Problem. Ich meine, also das Alpha, ja, dass er der Alpha vom Rudel ist, wieso nicht? Aber er soll nicht immer die anderen Dinos verletzen. Mag nicht. Alles. Okay, es gibt tatsächlich den Compsognathus, den er gerne hat. Und den Indominus Rex. Wieso verstehen sich die beiden? Weil im Film der Indominus Rex Raptoren-Gen bekommen hat. Das ist der Grund. Ja, ich glaube, wir betreiben dann einfach wieder, damit wir wieder ein bisschen Ruhe haben. Wir machen es einfach so. Jetzt machen wir da weiter. Ich schaue schnell den Dilophosaurus, den wir noch gefunden haben. 97%. Ja, aber das ist nicht die Mission, das ist das Problem. Ich müsste endlich einen Triceratops machen. Für den Triceratops habe ich, glaube ich, anfangs ein Gehege vorbereitet. Okay. Das war jetzt aber das Epic. He? Das ist okay. Da mal schnell schauen. Aha, das Symbol heisst, wir haben da wahrscheinlich noch Zeug zum Erforschen. Machen wir das noch gerade schnell. Schon wieder voll. Okay. 3. Dann gehst du. Let's go. Muss irgendjemand schlafen? Ja, nachher nicht auflegen. Mal in die Ferien. Also, Benzin. Nicht mal doch, Treibstoff. Schnell auffüllen.
Das war Nahrung, aber ist auch okay. So, schnell überlegen. Triceratops tun wir noch ein bisschen forschen. Wir machen aber ein neues Gehege in dieser Zeit. Und für das... Ja, ich lasse mal laufen. Sonst läuft die Forschung nicht. Aber vielleicht macht er da der Bracke wieder Ärger. Das wollte ich letztes Mal noch machen. Endlich schön symmetrisch wollte ich das zweites Gehege bauen. Und es war nicht so einfach. Schnell schauen, weil das Gebäude da irgendwie jedes Mal im Weg war. Jetzt schaue ich schnell, dass ich das hier schön vor mir habe. Dann ziehen wir da einfach mal ab. Ich habe kein... Aha. Ja, das ist eben genau das Problem, das wir letztes Mal schon hatten. Versperrt durch Brutstätte. Ja, Brutstätte ist da oben. Hallo? Dann gehen wir da halt noch ein bisschen weiter weg. Das macht doch keinen Sinn. Macht das Sinn, Chat? Versperrt durch Brutstätte. Ich bin da ganz weit weg von diesem Gebäude. He? Macht keinen Sinn. So, das geht. Jetzt ziehen wir das runter. Bis da hin. Dann. Ja, das ist jetzt eben genau da. Da ist nicht ein 90 Grad Winkel bei diesem Gehege, aber ich möchte das genau gleich haben. Ich tue das jetzt einfach einballen. Vielleicht geht es auf, vielleicht nicht. Ich frage mich auch gerade, wie gross es muss sein. Ah, das ist eben auch wieder falsch. Es ist eben auch nicht 45 Grad. Das ist etwas zwischenin. Das habe ich letztes Mal schon falsch gemacht. Und ich will das perfekt haben. Ich bin Perfektionist. He? Ja, was haben sie da genommen? Egal. Machen wir es so. Es muss passen. Passt mir gleich noch nicht. Das ist echt so ein leichter Winkel, den die da drin haben. Krass. Ja, es snappt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Wie viel haben wir da gehabt? 1, 3. 1, 2, 3. Dann wieder leicht rauf. Dann raufziehen. Ja, es könnte, glaube ich, gut kommen. Könnte gut kommen. Ausser die Brutstätte ist jetzt wieder im Weg. Ja, so in etwa. In etwa haben wir eine Kopie. Alright. Gut. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich mache da noch schnell einen Weg von hier her. Komme ich da drum herum? Ja, ich habe die Gebäude nicht so gescheit gebaut. Ah, mal, da geht's. Da geht's. Sehr gut. Dann gehen wir hier einmal rundherum, bitte. So. Führen. Überlegen. Gerade runter wahrscheinlich. Versperrt durch Brutstätte. Ja, ist gut. Merci, Spiel. Ich habe es begriffen. Auch wenn es keinen Sinn macht. Dann gehen wir halt hier noch lieber. Das ist ein bisschen mühsam gerade. Also, immer noch. Was? Das macht jetzt wirklich keinen Sinn, oder? Das macht echt keinen Sinn. Ich glaube, ich muss auch das Gebäude umplatzieren. Komm bitte noch ein bisschen da rüber. Ja, nein, nicht so.
gehen wir schnell hier rüber. Ja, jetzt snappt es natürlich falsch. Wie kann ich Snappen rausnehmen? Gibt's nicht. Geht nicht. Okay. Ja, wir machen es jetzt einfach so. Wir ziehen es jetzt hier weiter. Ist halt nicht gerade. Ich kann hier vielleicht ein bisschen korrigieren. Einmal hier kann ich korrigieren. Come on. Einfach ein bisschen. Nicht so fest. Vielleicht so. Ja, okay. Also mal den Weg hier runter. Dann ein Tor, das wir hier machen. Dann brauchen wir wahrscheinlich eine Beobachtungsgalerie. Jetzt muss ich schnell schauen, ob das hier... wie ist das gegangen? So. Gut, jetzt haben wir hier den Weg natürlich drin. Dann nehmen wir schnell raus. Was gesehen? Nein. Gut, das klappt. Strom brauchen wir noch. Moment, so. Let's go. Verbinden. Vielleicht noch gerade, wäre nicht schlecht. So. Gut, ich muss schnell schauen, was hier läuft. Was haben wir gemacht? Was haben wir am Laufen gehabt? Die Forschung. Tun wir das noch schnell forschen. Ich schicke noch in die Ferien. Aber das musst du jetzt noch schnell machen. Nachher hast du sie verdient. So. Gut, dann Strom. Let's go. Ich muss sicher das Gebäude abdecken. Dann mache ich den doch irgendwie da unten. Schnell überlegen, was wir nachher hier haben. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen eine Zone, wo wir irgendetwas sonst basteln, bauen, Dekos, für Besucher etwas. Und dann würden wir es so machen. Vielleicht muss ich es dann noch versetzen. Mal gucken. Ja, da muss ich nicht verbinden, genau. Gut, Stromcheck. Was fehlt noch? Rangerposten. Was war das da? Tun wir jetzt mit 3. Let's go. Ist jetzt einfach schräg, ist jetzt einfach so. Gut, wir wissen noch nicht, was Triceratopsen gerne haben. Aber wir haben im Moment doch schon ein bisschen einiges ausser Wasser. Aber da brauchen wir es ganz sicher. Dann hier schnell den See noch ein bisschen grösser machen. Und ziehen das noch ein bisschen hier rein. So. Sehr gut, sehr gut. Ich muss schnell schauen, was ich drücke im Escape, was die hier noch gesagt haben. Sie sehen natürlich dann je nachdem nicht alle Dinos. Ist das schlimm? Ich lasse jetzt mal so. Fressstationen brauche ich nicht. Triceratops ist Pflanzenfresser. Ich brauche auch die richtigen Sträucher und die richtigen Bäume. Dann würde ich sagen, ist die Forschung schon durch? Keine Fossilien. Ich glaube, die Forschung ist durch. Vorher tue ich aber hier noch schnell das Versprechen einhalten. Und zwar, dass er hier in die Ferien darf. Ausruhen, $75.000. Have fun. Gut. Jetzt. Triceratops, wie viel? 2 Stück. Wir machen mal schnell eine Forschung, weil es kommen ja mehrere Eier dabei raus.
100%, aber das kommt gut, weil dann haben wir sicher keine aggressive Triceratopsen. Also ich hoffe es auch nicht. Genom modifizieren, das ist auch etwas, eben, da kommen wir wieder in den Teil rein, den vorhin Deonra erwähnt hat. Es ist komplex. Da bin ich auch schon mal geschaut. Man könnte hier irgendwann die Hautfarbe ändern. Gut, wenn es nur da ist, ist es noch nicht allzu komplex. Aber ich glaube, es gibt eben noch andere Sachen wie Gesundheit, Sozialkampf und so weiter, wo jetzt alles noch... Da wäre etwas. Lebenserwartung, kurzlebig oder langlebig. Durch die DNA von grünen Meeresschildkröten Chelonia midas überleben Gehirnzellen wesentlich länger. Diese genetische Modifikation erhöht die erwartete Lebensdauer der Dinosaurier. Okay. Das ist interesting. Das kostet aber auch Geld. Je mehr Chancen, dass wir haben für die Mutation, desto mehr Geld kostet es. Gut, Geld ist im Moment noch nicht unser Problem. Darum mache ich jetzt das mal einfach 100%. Zack. Let's go. Modifizieren hat es auch schon ein bisschen im ersten Teil gehabt, aber nicht ganz so detailliert. Okay. Ja, ich mag mich eben fast nicht mehr daran erinnern. Aber ja, du hast glaube ich schon recht. Irgendetwas hätte man schon machen können. Gut. Was ist da? Was? Nein. Hallo, Spiel, ich will da nochmal aus dem Menü raus. Das ist alles, was ich will. Aha, muss ich das jetzt speichern? Für den Dino? Anscheinend. Okay. Gut. Langlebig 100%. Sozial 25, ja, das ist halt... Aber da kann ich noch nichts machen. Darum machen wir jetzt da. Let's go. 8. Okay, wir müssen warten, bis euer Kollege von der Ferien zurück ist. Weil wir haben zu wenig Punkte. Oder wir stellen noch Wissenschaftler ein, aber ich glaube, es ist nicht wirklich nötig. Wir müssen auch schnell warten, bis der hier durch ist. Mal schnell schauen, haben wir hier Statusanzeige? Ruhe. Wir warten jetzt einfach noch ein bisschen. Schnell schauen, was wir noch machen können. Expedition könnten wir noch machen. Ich muss schnell schauen. Die Lophosaurus haben wir schon auf 97. Ist das möglich? Da. 97. Das ist, glaube ich, das Maximum. Velociraptoren, das war ja noch. Da wette ich noch weiter rauf. Vielleicht, wenn es ja mehr Raptoren sind, ist der Brachy nicht mehr so aggressiv. Kann das sein? Ja, DDD. Ich sage dir jetzt einfach DDD. Oder kann ich das noch entziffern? Dennis. Darf ich dir Dennis sagen? Gerade eingeschaltet. Wie findest du das Game? Ich finde es gemütlich. Oh shit, exposed. Ich finde es echt gemütlich, ich finde es gut. Ich habe den ersten Teil auch schon ein bisschen gezockt. Aber viele sagen, es ist ähnlich. Es ist, wir haben es vorhin schon darüber gehabt, es ist doch ein bisschen komplexer geworden. Man kann ein bisschen mehr machen. Ich finde auch die Spielmodi noch interessant. Du hast einerseits die Kampagne, wo wir auch schon mal angefangen haben zu spielen. Wir haben jetzt aber im Moment den Chaos-Theorie-Modus am Laufen, wo wir so wie das «Was wäre wenn» Szenario haben von Jurassic Park. Wir bauen endlich den Original Jurassic Park, aber funktionierend, ohne Tote und ohne Dinos, die ausbrechen und so. Das ist die Idee. Und ja, man kann sehr kreativ sein. Ich habe tatsächlich jetzt noch nicht alles freigeschaltet. Das muss man immer ein bisschen freischalten, das Zeug. So spezielle Gebäude. Was ich ja gerne wette, wären zum Beispiel die Autos auf den Schienen fahren, oder? Wie im ersten Teil. So weit bin ich aber noch nicht. Aber es ist viel Content, finde ich. Mehr macht Spass, Dennis. Schön, dass du da bist übrigens und grüezi. Geht's dir gut, Dennis? So. Überlegen.
Genau, wir haben es vorher noch von den Velociraptoren gehabt. Ist es echt besser, wenn wir noch mehr haben? Wird es noch schlimmer, wenn wir mehr haben? Bis jetzt haben wir Ruhe gehabt, tatsächlich. Weil, wenn ich noch mehr will, müsste ich eigentlich die Forschung noch ein bisschen vorantreiben. Da schnell auffüllen. Die Forschung vorantreiben, damit wir bessere Merkmale haben. Nach dem Feierabend geht es immer gut. Hey, ist es schon so weit? Ja gut, 4 Uhr. 4 Uhr. Ja, ich habe noch nicht Feierabend. Ich muss da noch etwa eine Stunde. Aber schön, ja, verstehe ich. Ist tatsächlich so. Was hast du denn also vor heute, Dennis? Geht es noch ein bisschen raus? Ist überhaupt das Wetter schön? Ich glaube, ich habe irgendetwas von Regen gelesen. Ich habe aber schon lange nicht mehr aus dem Fenster rausgeschaut, muss ich ehrlich sagen. Oder einfach ein bisschen chillen am PC, ein bisschen Streams schauen. Oder vielleicht noch selber etwas zocken. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Schnell überlegen. Dilophosaurus würde mich interessieren. Ich muss aber jetzt zuerst den Triceratops machen. Sind wir endlich schon ready? Noch nicht ganz. Wie lange machst du Ferien, Dude? Wie lange machst du Ferien? 1 Stunde? 2 Stunden? Hoffe es mal nicht. Er ist ja wieder da. Er ist wieder da. Ah, sehr gut. Also, ich brauche 8. Das heisst, ja, die ersten 2. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Dann musst du dann wahrscheinlich gleich mal in die Ferien. Also, lieber Chat, es gibt jetzt Triceratopsen. Hoffentlich Liebe. Ah, du hast noch Schule. Okay. So. Let's go. Gut, es dauert nur 20 Sekunden. Wenn wir hier noch etwas haben, finden wir wahrscheinlich das meiste nachher noch raus, was wir noch verändern müssen. Ich glaube, so weit sind wir ready. Ich schicke jetzt hier gleich noch schnell eine Expedition. Ich weiß einfach nicht was. Ich könnte den nächsten Dino oder ich könnte noch. Wir haben hier tatsächlich noch einen Dilophosaurus. Wir könnten ihn auf 100% bringen. Das mache ich jetzt schnell. 100% ist nicht schlecht, das nehme ich. Gut, du bist die Richtung für den Job. Let's go. Machen wir es so. Gut. Das müsste ich schon da bereit zum Ausbrüten. Let's go. Eier auswählen. Jetzt, genau, das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist jetzt einer, den wir nicht wollen. Da sagen wir nein. Gehen wir rum. Ich weiss nicht, was machen sie mit diesen Eiern? Kübel rühren. Wir weiss es nicht so recht. Langlebig, das hat funktioniert. Bei allen. Auch bei dem. Sanftmütig, territorisiert Gäste nie. Greift nie Ranger-Teams an. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen sicher den hier. Und wir nehmen noch einen von denen. Oder wenn wir gerade 3 Stück haben. Wieso eigentlich nicht? Wir nehmen gerade 3. Gut, es ist eine Preisfrage, es ist eine Kostenfrage, aber ich glaube, das ist noch nicht unser Problem. Darum machen wir das genau so. Wissenschaftler zuweisen. 6, dann nehmen wir dich und dich. Für $1 Million. Let's go. 3 Triceratopsen. Ich hoffe, wir haben genug Platz für die, aber für mich sieht das nach reichlich Platz aus. Da. Gut. Da habe ich immer. Da sehe ich sie. Okay, alles klar. Die Expedition abgeschlossen. Dann können wir das da schnell machen.
Wir haben... Oh, das ist perfekt. Es geht wirklich nur noch darum, den jetzt einfach auf 100% zu bringen. Gut. 3. Dann schicke ich dich. Nachher gehst du in die Ferien. Dann können wir nach dem Triceratops vielleicht noch einen Dilopho machen. Es könnte noch länger heute. Es nimmt mich aber auch wundern, was die nächste Mission ist. Gut, die sind noch am Ausbrüten, Fossilien sind am Forschen. Gibt es noch irgendetwas, was wir machen können? Wir können hier noch mal schnell dekorationstechnisch ein bisschen schauen. Da haben wir letztes Mal mit diesem Projekt angefangen, was ich eigentlich noch sehr schön finde. Wir können hier schnell eine Ego-Perspektive haben. Wir kommen hier also an. Das Gebäudetür öffnen. Aha, jetzt ist der Park offen. Okay, der Park ist glaube ich offen. Man kommt hier an, man hat hier einen schönen Brunnen. Hier ein bisschen Bernstein. Schöne Bäume, schön beleuchtet in der Nacht. Und nachher einfach nichts mehr. Das ist einfach, okay, da müssen wir noch etwas machen. Aber ich glaube, der Eingangsbereich ist schon mal schön gemacht. Ich könnte da jetzt noch ein bisschen Zeug machen. Schnell schauen, was wir haben. Also das wäre so. Ja, jetzt sind es schon nachher. Das wäre noch eine Möglichkeit ab und zu mal. Ja, hier ab und zu. Was haben wir noch? Seht ihr das überhaupt? Ich kann mich da schnell wegmachen. Ja, das ist eigentlich noch cool. Das ist eigentlich noch cool, aber mir fehlt hier eigentlich wie das Jurassic Park Tor, oder? Das müssten wir doch haben. Aber das kann ich irgendwie noch nicht bauen. Was haben wir da noch? Das ist nicht so wichtig. Ich höre Raptoren. Ja, vielleicht mache ich das nachher da noch ein bisschen weiter. Gegen Führen vielleicht noch ein bisschen Bäume, irgendwie so in diese Richtung. Einfach, dass es ein bisschen schön aussieht. Aber gehört eigentlich ja nicht zum Missionsziel dazu. Ist rein visuell. So, freilassen. Per Airlift freilassen. Ja, aber wir wollen sie nicht hier gerade mit dem Park haben. Also, let's go. 1, 2, 3. Wir haben 2 Ranger-Teams. Was machen die eigentlich so? Was haben die für Aufgaben? Ich gebe euch jetzt die Aufgabe hier. Ah, das ist das. Nein, das ist nicht da. Wie kann ich denen wiederkehrende Tasks zuweisen? Das war, glaube ich, schon Aufgaben hinzufügen, oder? 1 von 5. Bin mir nicht mehr sicher. Produkttransport im Gange. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen früh, hä? Sind ein bisschen früh. Müssen nachher wieder kommen. Das sieht aber schon geil aus, oder? Ja, shit. Kamera. Nice. Transport abgeschlossen. Okay, Ranger-Team, sind ihr ready? Nicht dran vorbeifahren. Nicht dran vorbeifahren. Ja, ja. Einsam an. Es geht nicht mehr lang. Geht nicht mehr lang. Deine Kollegen sind fast auch schon angekommen. Aber sonst hat mir irgendetwas gefällt. Komfort 70, ja, da können wir noch optimieren. Ja. Dauerhaft geht, glaube ich, nicht, ausser da ist neu. Du kannst nur Aufgabenlisten geben, die es abschaffen. Okay. Okay. Ich habe gemeint, wir können irgendwie wie wiederkehrende Tasks machen, aber das täuscht mich vielleicht. Ich schaue nachher schnell, ob das noch gespeichert ist jetzt mit dem Ranger-Posten.
Zu wenig Pflanzenfasern. Ja, Bei kommt noch. siebten Teilbereichen möchte Oh, wir haben ja 3 neue Dinos. Chat, überlegt euch schon mal 3 Namen für Triceratopsen. aus den Augen Wir brauchen 3 Namen. Die Saurier. Wir haben sie erschaffen und nun sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Dies ist unsere Verantwortung und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es unseren Sauriern Gut. so gut geht wie irgend möglich. Natürlich machen wir doch. Also Chat, wenn ihr irgendeinen Namen habt, einfach in den Chat rein, dann tue ich hier die Triceratopsen benennen. Aber vorher tue ich noch schnell Pflanzenfasern machen. Pflanzenfasern. Schnell gucken. Pflanzenfasern, Baum. Was brauchen wir genau? Schnell gucken. Boden. Die brauchen Pflanzenfasern am Boden. Das wäre beides. Das wäre beides. Da, wir machen jetzt einfach das. Das ist das, was ihr wollt. So. Langt das schon? 92%. Ich glaube, es geht aufwärts. Ich glaube, es ist gut. Wald. Der braucht noch ein bisschen Wald, hä? Okay. Dann hier vorbei. Alles Mögliche haben wir. Dr. Wu und Dr. Hammond wollen, dass wir die Artenvielfalt im Park erhöhen und dann ein Fahrgeschäft bauen, von dem aus man die Tiere sehen kann. Es soll etwas Beeindruckendes sein. Okay, das tönt schon mal sehr gut. Das tönt nach Jurassic Park wie im Film. Das, was ich eigentlich unbedingt will. Die Autos auf der Schiene. Tick, Trick und Track. Also, let's go. Ausser Chat, wenn sonst noch jemand irgendwie gerne einen Namen wette haben, rein damit. Sonst würde ich einfach die 3 Namen nehmen von der Eonra. Gut, schnell gucken. Sind ihr zufrieden? 100%? Perfekt. Let's go. Gut. Also, du bist Nummer 1. Du bist jetzt nicht mehr Nummer 1. Du bist jetzt Tick. Tick. Dann bist du Trick. Sehr gut. Und Track. Let's go. Meine Stimme ist weg. So, Eonra, das sind deine 3 Dinos, die du jetzt benannt hast. Tick, Trick und Track. Sehr schön. Es ist niemand aggressiv. Im Gegenteil, einer ist sogar sehr chillig getroffen. Geil. Jetzt möchte ich noch schnell schauen, was haben jetzt da die Ranger-Teams. Ranger Team 2 hat Ranger Posten 3. Aha, Posten zugewiesen. Mal irgendwie geht das eben schon. Ist das jetzt der, den ich... Aha. Ist das der, den ich zugewiesen habe? Ist das... Nein, nicht oben sprengen, Kamera. Ja, das hat im Fall wirklich geklappt. Eonra, das hat wirklich geklappt. Also Ranger-Posten kannst du nicht fix zuweisen. So habe ich es eben auch in Erinnerung von der Kampagne. Was ist mit euch los? Alles gut? Raus? Was wollte ich noch machen? Ich wollte das noch schnell machen. Ich kann ja die Ranger-Teams noch benennen. Shit, heute bin ich nicht kreativ. Chat, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt für unsere Ranger-Teams, die müssen hier irgendwie ein bisschen bessere Namen haben als Ranger-Team 1 und 2. Falls ihr irgendeine gute Idee habt, einfach hinschreiben. Also,
Das ist interesting. Vorhin habe ich gesagt, wir könnten vielleicht noch einen Dilophosaurus machen. Ich möchte aber eigentlich wirklich Richtung nächstes Missionsziel gehen. Weil, wegen Parktour, baue ein funktionierendes Gebäude des Typs Parktour. Das ist genau da, wo ich will. Noch schnell überlegen, haben wir noch Forschungen am Laufen gehabt? Vielleicht schließe ich die noch schnell ab. Bevor jetzt hier Neues anfangen. Das ist gut. Genau, wir haben den Dilopho noch auf 100% gebracht. Wir müssen noch irgendjemanden in die Ferien schicken. Let's go. Ja, komm du auch gerade. Kann ich einfach nicht viel machen in dieser Zeit. Das ist egal. Ich spiele No Man's Sky, da kannst du jenste Base bauen und benennen, bevor voll einfallslos. Ja, ich bin meistens am Anfang bin ich noch so richtig kreativ. Und nachher tue ich irgendwann nur noch durchnummerieren. Ja, ich kenne das. Ich finde es ja wirklich cool, dass man Zeug benennen kann. Jetzt auch da, dass man Dinos benennen kann, finde ich extrem geil. Aber ich frage mich dann einfach, wenn ich jetzt den Stromgenerator, den Notfallgenerator anschaue, wieso zum Teufel sollte ich jetzt den Notfallgenerator umbenennen? Gut, wenn der Park wirklich so aufteilt ist, ein Bereich, dann könnte man sagen, okay, das ist der Notfallgenerator Besucherbereich oder irgendwie sowas. Aber ich bin gar nicht da. Sagt doch auch etwas, dass meine Cam ausgeschaltet hat. Nein, auf jeden Fall. Ich finde es grundsätzlich cool. Überlegen. Ich muss Dings da bauen. Nein, das wollte ich noch schnell anschauen. Gibt es irgendeine Expedition? Gut, jetzt habe ich die Wissenschaftler noch in die Ferien geschickt. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Moment. Aber wir könnten schon mal etwas ausgraben. Aha, die habe ich abgeschlossen. Jetzt komme ich raus. Parasaurolophus. Oh, da habe ich noch den Pachi. Habe ich den vorhin schon gehabt? Den Pachi kann ich nicht, weil das Personal beschäftigt ist. Ich würde eigentlich gerne nochmal einen Pflanzenfresser haben. Das heisst, ich glaube, der Strutiomimus ist ein Pflanzenfresser, aber der Parasaurolophus ist, glaube ich, auch ein Pflanzenfresser. Der Parasaurolophus ist der mit dem Horn hinten raus, wenn es mich nicht täuscht. Und darum gehe ich jetzt den mal ausgraben. 5 brauche ich. Let's go, dann gehst du. So, jetzt Gebäude. Parktour. Da muss ich zuerst noch forschen. Erhöhe die Gesamtzahl der Saurier-Spezies, das gehört auch noch dazu. Baue ein funktionierendes Gebäude des Typs Parktour. Sorge dafür, dass die Saurier von folgendem Gebäude aus sichtbar sind. Parktour. Gut, also vom Gebäude, das ist ja dann inklusive der ganzen Schienen und wo es durchgeht, oder? Also ich kann jetzt nicht ein Gebäude bauen, wahrscheinlich, wo alles abdeckt. Aber zuerst muss ich da forschen. Shit, jetzt hätte ich natürlich die Wissenschaftler nicht wegschicken. Okay, dann warten wir halt noch schnell. Das Personal ist jetzt gerade beschäftigt und am Ferien machen. Aber nicht mehr lang. Hier schnell den Check machen, ist alles gut, zufrieden. Vielleicht könnte ich da gleich noch einfach etwas Visuelles verbessern. Das könnte ich noch visuell verbessern. Da einfach irgendwie tropischer Felsbrocken. Irgendetwas so in die Richtung, oder? Ich nehme nicht an, dass sagen nicht, nein, das wollen wir nicht. Felsen haben wir nicht gern. Irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Ich könnte natürlich das Terrain könnte ich da noch ein bisschen manipulieren. Hm? Wobei, dann frage ich mich auch wieder, haben sie denn das auch nicht gegeben? So ein bisschen was da.
es nicht so flach aussieht. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen. Da. Ja, ja. Detailarbeiten. Muss man eigentlich auch sein. Gut. Alles abgeschlossen. Ich vergesse nicht mehr, was ich am Machen war. Was wollte ich machen? Nein, ich kann nicht da machen. Ich wollte ein Gebäude bauen. Ich wollte forschen, genau. Let's go. Das nehmen wir. 5. Gut, dann gehst du dafür nachher direkt in die Ferien. Es geht alles wunderschön auf da. Perfektes Personalmanagement, das ich hier mache. Gut, das ist am Laufen. Dann können wir noch ein Gebäude bauen. Jetzt überlege ich schnell, wo käme das Gebäude an? Wahrscheinlich eher im Anfangsbereich. Oder, ja, mal da. Also wie ist es im Film? Im Film ist es ja so, sie gehen ins Besucherzentrum und von dort her fahren sie dann direkt los. Also ich müsste wirklich da, die Tour müsste hier anfangen. Und dann müsste ich irgendwie an dem Keg vorbei, nachher an dem Keg vorbei. Wir könnten hier eigentlich rundum dann. So, und dann geht es hier weiter zu den nächsten Dinos. Irgendwie so. Dann haben sie auch genug Zeit und können das Keg von jedem Winkel her betrachten. Also nicht von jedem, aber fast von jedem. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. Gut, schnell schauen. Du musst noch nicht in die Ferien. Gut. Ich kann ja da noch beschleunigen. Da geht es noch ein bisschen schneller. Machen wir schnell. Ich finde es echt erstaunlich, Chat, dass Bracchi und Seppi sich so gut verstehen. Ich glaube, die hat mich gehört. Die hat mich gehört und gesagt, okay, Troy, wir machen dir jetzt das Leben nicht schwer da. Wir verstehen uns. Merci für das, Bracchi und Seppi. Gut, Gebäude. Wait, what? Sie noch etwas forschen, damit es geht? Ah nein, ich habe das Falsche ausgegeben. Ich habe wahrscheinlich das falsche Gebäude ausgegeben. Nicht Gästeattraktion, sondern Parktour. So, let's go. Also, wir machen das genau so, wie ich es gesagt habe. Die Frage ist einfach, wenn wir es auf dieser Seite haben. Macht wahrscheinlich fast mehr Sinn. Oder würden wir hier losfahren? Es muss auch alles Sinn machen, das ist mir wichtig. Ich kann natürlich auch sagen, das ist auf dieser Seite. Hier kommen sie wieder zurück. Ich muss eigentlich einen Kreis machen. Da ist jetzt einfach alles zugebaut. Das ist ein bisschen das Problem. Okay, dann mache ich es so. Ich mache es so. Ich mache es hier hin. Ich muss nachher noch herausfinden. Links und rechts gehen wahrscheinlich die Dinger weg. Ich brauche da noch ein bisschen Abstand. Vielleicht muss ich noch irgendein Gebäude versetzen. Oh, Strom. Da habe ich keinen Strom, da habe ich Strom. Also, let's go, wir machen das so. Okay, interesting, geil. So, sehen wir's. Wir können hier die Gebäude... die Autos bauen und die Strecke, Betontourstrecke. Oh ja! Das Jurassic Park Tor, let's go! Gut, zuerst mal anderes Zeug. Ich muss schauen, wo ich das Jurassic Park Tor reinbaue. Ich würde jetzt eher sagen, dann hier in dieser Region. Sie fahren hier rein, dann gehen sie wie im Film zuerst zu der Raptor. Macht das Sinn? Nein. Aber das muss ja nicht perfekt sein. Jetzt muss ich schnell schauen, das braucht eine Verbindung. Hier rauf. Natürlich müssen wir die Strecke noch haben. Für das pausiere jetzt tatsächlich schnell das Spiel, weil wir haben sonst, glaube ich, nichts am Laufen. Ja, wobei... No, Google.
Google wieder mit mir reden. Ich schicke da noch jemanden in die Ferien, das habe ich noch gesagt. Aber ich glaube, ich konzentriere mich wirklich schnell auf den Bau von dieser Tour. Also, let's go. Tourroute bearbeiten. Interesting. Okay, da habe ich die Ansicht. Tourstrecke. Beton-Tourstrecke. Ich werde das nur schnell sehen, visuell. Ja, sorry. Das wäre Beton. Okay, das ist, ich muss da weitermachen anscheinend. Okay. Bitte nochmal weg. Jetzt habe ich das wirklich... Ah nein, ist gut. Da durch. Und da durch. Das heisst, du... Das Gebäude hier, das muss weg. Das muss weg. Delete. Delete. Verschieben. Der Heli bleibt einfach da so. Der Heli denkt so, okay. Okay. Ah, shit, das geht da nicht. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn ich es hätte hier hinstellen. Aber eigentlich ist es egal. Ich kann es auch hier hinstellen. Das machen wir jetzt. So. Verbinden. Ist das schräg gewesen? Ja, man sieht es fast nicht. Schnell einmal auf Play drücken, damit die Gebäude gebaut werden. Gut, also das sollte jetzt schon ein bisschen besser funktionieren. Ich mache jetzt so schnell eine Betonstrecke. Das ist natürlich... Ah, mal, das ist die Idee. He? Und überfahrt es da dann noch Leute. Es regnet. Der Sturm kommt aber hoffentlich noch nicht, oder? Gut, die Frage ist jetzt auch, ist das der Start? Wir könnten das wirklich so machen. Da kann ich da noch definieren, wo ist der Start und wo ist das Ende. Egal. Also meine Idee ist jetzt, dass es da einmal rundherum geht. Können wir das Wasser durch mit diesen Dingern? Ich muss es probieren. Nein, im Wasser geht natürlich nicht. Ja, dann müssen wir da rundherum. Wenn wir halt da sonst dann noch irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas Schönes bauen, wo die Leute anschauen können, dass sie sich nicht langweilen. So, und da geht es dann auch wirklich los. Da kann man Dinos anschauen. Geil. Oh, das ist manchmal ein bisschen doof. Da muss man rückgängig machen. Wie nahe müssen wir rennen? Kann ich bei den Triceratops auch ins Gehege rein? Also nein, ich kann das Gehege nicht auf. Mal tatsächlich. Also ich würde jetzt da sagen, Triceratops, das geht direkt durchs Gehege durch. Vielleicht ist ja das wirklich die Idee, dass wir das so machen. Ja, probieren das jetzt einmal. So. Ich hoffe, das stört da unsere Triceratops nicht. Tick, Trick und Track. Gut, dann würden wir das so machen. Und da wieder raus. Oh, jetzt ist ein bisschen Wald verschwunden. Gut, jetzt kommt aber endlich die grosse Frage. Velociraptor. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt auch ins Gehege fahren können, oder? Hey Anra, bist du noch rum? Oder Chat weiss das jemand?
weiss jemand, wie das ist, wenn ich jetzt hier die Tour einfach mitten durch Velociraptoren schicke, ob das gefährlich ist? Ich würde jetzt behaupten, das ist gefährlich für die Gäste. Ich weiss aber nicht, ob jetzt die Spielmechanik vorsieht, dass ich die immer durchs Gehege durchschicke. Da mal schnell überlegen. So. Gut, das ist soweit schon mal nicht schlecht. Also mit der Gyrosphäre hast du da können. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann mal probieren, das einfach durch das Velociraptoren-Gehege zu schicken. Mal schauen, was passiert. Dann haben wir halt ein bisschen Action. Ich kann es immer noch anpassen. Aber was ich jetzt noch zuerst mache, das wette ich jetzt echt jetzt schnell machen, ist das Tor bauen. Für das haben wir jetzt hier so schöne Dinge durch die Landschaft durch. Ich würde sagen, das Tor kommt dann, vor den Dinos kommt das Tor. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, etwa an dieser Stelle. Zuerst ein bisschen Spannungsaufbau hier. Irgendeiner erzählt noch etwas, «Welcome to Jurassic Park» und bla bla bla. Und dann können wir da fahren durchs Tor durch. So machen wir das. Das geht ja gar nicht. Was versperrt durch Beton-Tourstrecke? Ja, was hast du das Gefühl, was die Idee ist, Spiel? Stellen wir das Tor einfach nebendran auf, oder was? Oder muss ich das hier bauen? Ah, ich muss es wieder... Hä? Das kann ja auch nicht sein. Das kann nicht sein. Also ich kann ja nicht das Tor nebendran bauen. Sie müssen durchs Tor durchfahren. Und wenn da steht, versperrt durch Beton, aha, wegen Beton. Ist das Problem? Ja. Fahrzeug gefährdet. Ich tue schnell pausieren. Das ist gut. Muss ich die andere Strecke nehmen? Kann ich das ersetzen? Das kann ich nicht ersetzen. Also probieren wir das schnell. Ich ersetze schnell diesen Teil. Habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Ja. So. Okay. Also ich kann eigentlich immer zuerst auf das Gebäude klicken, um das nachher zu bauen. Das macht keinen Sinn, Spiel. Das macht keinen Sinn. Okay, ich weiss, was das Problem ist. Ich vermute, es ist schwer. Ich muss zuerst das Tor bauen und nachher muss ich den Weg dran bauen. Das wird das Problem sein. Gut. Dann machen wir wieder rein. Beton ist okay da. Massi, hallo, grüezi. Massi, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Wir sind hier gerade den Jurassic Park am Nachbauen. Wir machen gerade das Jurassic Park Tor, Massi. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Ich hoffe, es geht auch. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Wie im Film. Jurassic Park. Alles gut. Lass ich Spätzli zu, das freut mich doch. Immer schön, wenn du da bist. Bist du in dem Fall noch am Arbeiten nebenbei, Massi? Gut, das ist die Idee. Zack. Ja, ich glaube, es geht auf. Es sollte aufgehen. Ich finde das ein bisschen mühsam, dass ich da immer zurück muss. Gibt es da keinen Hotkey für das? Also ich kann sagen, hey, ich will jetzt hier an dieser Strecke bauen. Und schauen. Oha. Du bist am Arbeiten und schauen. Sehr schön. Aber ich hoffe natürlich, dass es für dich auch gleich mal Feierabend gibt. He? Jetzt machen wir das so bis... Ich frage mich gerade, ab wann macht es Sinn, dass wir eher nicht Beton haben? Nein, es ist beides machbar. Ich finde eigentlich... Ja.
finde beides okay. Vielleicht könnten wir ab da... Ja gut, wir haben ja da die Strecke schon gebaut. Nevermind, mach es einfach so. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Das macht mich wahnsinnig. Also Chat, wenn irgendjemand den Hotkey kennt, um da die Parktour, die Bauelemente vorzunehmen, die wir hier haben, bitte Bescheid sagen. Gut, ich mache Beton weiter, weil ich mit Beton angefangen habe. Let's go. Gut, schnell beobachten, schnell anschauen. Es ist einfach geil. Das ist echt geil. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Natürlich müssen wir die Strecke noch fertig bauen, aber ich werde jetzt hier auch schnell schauen. Ich kann jetzt hier das Auto hinsetzen. Nein. Aha, kann ich da noch so wie Zwischenstationen machen? Aber das macht doch keinen Sinn. Aha, das ist Parktour. Das ist die Strecke. Fotopunkt. Ja, aber was macht es denn da? Das Foto von den Gästen. Wenn sie da beim Tor durchfahren, gibt es auch noch ein Foto, oder? Das muss schon sein, oder? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was da die Idee ist. Aber ich würde schon sagen, hier gibt es das erste Foto. Sie fahren durchs Tor durch. Und dann gibt es das erste Foto. Aber da fehlt mir noch ein bisschen Zeug. Das muss jetzt schon sein. Schnell auf die Uhr schauen, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also was mir hier ein bisschen fehlt, sind Bäume einerseits. Das muss wie ein bisschen getrennt sein. Ich weiss nicht, wie es im Film war, ehrlich gesagt. Ja, ist egal. Ist egal. Habe ich da nicht noch grössere Bäume? Ah, ja. Kann ich da nicht ein bisschen gezielter Bäume machen? Okay, I see. Wir müssen das mit Dekos lösen. He? Wir machen das so. Oh, das ist ein bisschen grosser Baum. Ich habe hier so ein bisschen Palmen und so. Grosse Palmen machen wir jetzt hier so ein bisschen. Noch ein bisschen Variationen, vielleicht noch ein bisschen kleinere. So. Dass es wirklich wie ein Eingang aussieht im Park. Schnell gucken, ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Gut. Ich glaube, für den Anfang reicht das mal. Jetzt sind wir wieder zurück, müssen wir wieder Bauelemente holen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen da echt durchs Velociraptor-Gag. Ich finde das auch immer noch eine sehr schlechte Idee. Aber hey, wir schauen mal, was das Spiel mit dem macht, was dann passiert. Da kommen wir nicht rein. Im Masse, das ist das Problem. Wir könnten natürlich sagen, wenn wir gehen hier rein, dann müssen wir auch schnell abreißen. Hier ein bisschen rauf. So. Ist gerade gut, dass wir hier noch ein bisschen Platz gelassen haben. Und dann gehen wir einfach da rein. Einfach so. Jetzt gehen wir halt schnell hier rundherum. Dann haben wir hier die Velociraptor Killzone, wo die Gäste häufig mal gefressen werden. Machen wir das so. Wo wollen wir raus? Da?
Gut, wenn wir hier noch erweitern, können wir es natürlich noch weiterziehen. Ja, ich glaube, ich tue direkt mal so bauen. Das wäre hier auch noch ein Gehege. Ich mache hier noch schnell ein bisschen Kurven, da, damit es genug Zeit hat, um hier alles anzuschauen und so. Dann geht es weiter. Ich würde jetzt mal sagen, da hätten wir dann irgendwie auch das nächste Gehege. Irgendwie da ist der Eingang, dann gehen wir hier zuerst ein bisschen runter. Vielleicht müssen wir es dann noch anpassen. Nachher. Irgendwie so. Und nachher geht es retour. Wo müssen wir hin? Da rauf. Let's go. Alright. Schnell schauen, ob ich keine komischen Formen gemacht habe. Gut, das ist alles noch jugendfrei. Ja, ich glaube, ich drücke mal auf Play, mal schauen. Fehlt noch etwas. Also, wir haben Parktour gebaut. Sorge dafür, dass die Saurier von folgendem Gebäude aus sichtbar sind. Parktour. Ja, also, das alles ist unsere Parktour. Das ist sicher eben nicht so einfach. He? Es ist nicht so einfach. Mal da haben wir es ja. Mal alles gut. Alles gut. Das Gebäude hat einen Umkreis, ja, aber die Fahrzeuge haben auch einen. Und sie fahren tatsächlich schon. Ich will hier reinhocken. Leute, ich will hier reinhocken. Will in das Fahrzeug rein. An der Parktour teilnehmen, das ist so gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, wir testen jetzt das schnell testen, wie das ist. He? Nein, was ist los? Wir haben keinen Strom mehr. Fuck. Okay, sorry, liebe Gäste. Ich muss mich da schnell um ein Problem kümmern. Kopf. Da saugt es uns auch jedes Mal auch wieder das Benzin weg, weil wir da wahrscheinlich ein bisschen viele Gebäude haben. So, ich werde wieder in die Parktour, bevor es durch das Tor durchgeht. Wo sind wir? So. Ja, ich will das vordere Fahrzeug haben, bitte. So. Was lenken? Sicher nicht. Ja, aber das macht jetzt auch keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Er hat eine Schiene, aber scheiss auf die Schiene. Troy fährt einfach so rum mit dem Fahrzeug. Ja, wenn man... Ach nein, ich will wirklich jetzt das Feeling haben, das die Gäste haben. Das dauert einfach noch ewig, bis sie da endlich mal... Ah, mal, wir sind fast da. Gut, ich will da das Original-Feeling haben. Da noch ein bisschen umschauen. Es ist einfach geil, oder? Es ist einfach genial. Es ist echt Nostalgie pur. Jurassic Park, so muss es aussehen. Wirbelstürme können erhebliche Störungen und Zerstörungen verursachen. Und es ist wirklich noch mit... Sondern ihnen helfen, sich auf... Oh shit, sorry, Chat, ich muss schnell pausieren. Ich muss noch etwas optimieren. Oh, jetzt habe ich mega Freude an diesem Zeug da. Was ich jetzt noch schnell machen, das habe ich eben schon vorhin angeschaut. Wir gehen jetzt zuerst zu den Triceratops. Zum Tick, Trick und Track. Da Triceratops. Und wie im Film wenn wir da natürlich den Besucher sagen, was jetzt hier abgeht. Dann sagen wir den Besuchern, hey, da so leicht schräg. He? Hier geht es zu den Triceratopsen. Etwa so.
Und auch, weil ich es gerade lustig finde, baue ich noch schnell 2 Dekos an. Oh shit, jetzt ist wahrscheinlich der dann weg. Machen wir es so. So, schön beleuchtet. Das Schild dürfte ja eigentlich auch noch beleuchtet sein. Können wir das noch irgendwie beleuchten? Das ist also schon wichtig, dass man da noch ein bisschen sieht, was da drauf steht. Wie dann etwas Schönes, irgendwie, keine Ahnung, das ist ein bisschen gross. Das ist ein bisschen gross. Einfach irgendwie so eine Fackel. Einfach eine Fackel. Also der halt nicht. Ist da etwas von diesen Sachen? Ah, die sind auch beleuchtet. Gut, aber es passt irgendwie nicht so. Hm? Wir haben jetzt gleich da so eine Lampe da. Ich will dann aber auch nicht verdecken. Die Probleme, die ich hier habe. Hm? Das ist unglaublich. Nein, ich lasse es sein. Es ist jetzt so, wie es ist. Sie gehen rein da, zack, und sie sterben ja noch nicht direkt. Erst beim nächsten Gag. Teilnehmen? Ja, let's go. Achten Sie bei Unwettern auf unsere Sicherheitshinweise. Oh, ich finde es so geil. Store. Jetzt fehlt auch noch die Musik, oder, Chat? Ist doch so, jetzt fehlt auch Musik. Die ich leider nicht abspielen im Stream. Sie müssen ausschalten. Vielleicht kämen sie sogar. He? Vielleicht weiss der andere das, ob da wirklich noch Jurassic Park Musik kommt. Aber da bräuchte ich es schon. Behalten Sie Arme und Beine im Fahrzeug und bleiben Sie auf Ihren Sitzen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Springen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug. Es ist so weit, Chat. Es ist so weit. Wir fahren aus Jurassic Park Tor. Oh mein Gott. Jetzt frage ich mich, ob da noch etwas passiert mit dem Foto. Also, ob wir etwas mitbekommen, ob es, keine Ahnung, Geld gibt oder I don't know. Chat, schaut euch das an. Das ist einfach episch, oder? Ich liebe den Film Jurassic Park. Ich liebe ihn. Einfach geil. Ah, jetzt habe ich es gehört, das hat ein Foto gemacht, okay. Das Fahrzeug verfügt über Nachtsichtbrillen, die es Ihnen ermöglichen, unsere Tiere gegebenenfalls auch bei Dunkelheit zu Das ist einfach so gut. Ich habe echt Stunden jetzt da in diesem Huren-Ding hocken. Aber natürlich müssen wir dann irgendwann unseren Park noch ein bisschen erweitern. Allenfalls habe ich auf YouTube gestreamt, dort gibt es ja kein Auto-Mute. Vielleicht schaue ich dann bei dir mal rein, wie das tönt. Ich habe natürlich auch die Musik ausgeschaltet bei mir, weil... Oder gibt es sogar den Streamer-Mode? Ich habe es halt so gemacht. Darum läuft jetzt auch meine Musik da. Nachtsichtbrille, ja. Es ist schon so... so wie es dann im Film wird sein. Ja, unser Triceratops-Schild, wir kommen rein, direkt Triceratopsen. So muss es sein, so muss es laufen im Park. Hi! So gut. So gut. Jetzt müsst ihr endlich der Dude noch ein bisschen erzählen, was die Triceratopsen sind. Erzähl mal. Ich bin leider zu wenig gut informiert, dass ich jetzt... Okay. Speziell. Ein bisschen Achterbahn und so, hä? Auf dieser Tour sollte als Wildtier betrachtet werden. Es ist unbedingt erforderlich, jederzeit einen Sicherheitsabstand zu bewahren. Jetzt passiert es nämlich genau so wie im Film, oder? Jetzt wird es dunkel, dann kommt es regnen, dann kommt es stürmen. Dann stehen wir beim T-Rex-Keg, den ich gar noch nicht gebaut habe. Und dann muss ich die Nachtsichtbrille vornehmen. Kann ich denn da auch... Ich meine, ich kann ja die Kamera wechseln. Aha. Was bist denn du für ein Dude? Bin ich das?
Okay, wir weiss es nicht so recht. Ich glaube, das bin ich. Ja. Aber Nachtsichtbrille kann ich nicht führen. Während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Aha, aber jetzt bin ich gerade nicht rausgekommen. Ich habe da das Fahrzeug geswitcht. Ich dachte, was fahre ich jetzt nochmal ins Triceratops gegen? Das kann ja gar nicht sein. Okay. So wie gut, das gefällt mir. Das ist echt geil. Gut, es ist noch niemand bei den Velociraptoren angekommen. Es wird spannend. Okay. Ja, wir warten jetzt noch schnell. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Es sieht ein bisschen scheisse aus. Jetzt könnten wir endlich schnell den Strom abstellen. Genau, wenn sie hier drin sind, im Velociraptoren-Gegend, dann stellen wir den Strom noch schnell ab. Aber sehr schön. Auf das habe ich wirklich jetzt lange gewartet, Chat. Und man merkt vielleicht auch, dass ich ein bisschen Freude daran habe. Auf diesen Fahrzeugen auf der Schiene. Geil. Die normalen Besucher, die zu Fuß unterwegs sind, können hier schauen. Hier haben wir auch einen, das ist alles gut. 3 von 5. Das heisst, wir fahren jetzt noch bei den Velociraptoren vorbei, dann sollten wir 5 von 5 haben und erhöhen die Gesamtzahl der Saurier-Spezies. Ja, das ist halt da, wo wir jetzt heute nicht mehr arbeiten. Da hätte jetzt, parallel hätte ich da noch ein bisschen etwas forschen für da. Vor allem, wir haben irgendetwas. Ich mache jetzt das halt schnell verkaufen. Wir haben den Parasaurolophus, den wir angefangen haben. 3 brauche ich. Let's go. Aber ich denke, ich werde hier sicher... wie gesagt, das ist ja so ein Spiel, wo ich wahrscheinlich ab und zu mal werde zurückkommen und hier weitermachen. Ich finde es wirklich noch geil. Aber ich muss dann auch schauen, was es vielleicht nächste Woche dann noch gibt. Guardians ist gleich mal fertig. Und ich würde eigentlich gerne dann auch mal noch ein neues Game anzocken oder ein paar neue Games. Und die Aufgabenstellung sprach: Geht hin und vermehrt euch. Und Troy so: Für das haben wir heute keine Zeit mehr. Kitty, das ist absolut richtig. He? Kitty, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Jetzt wird es übrigens spannend. Wir gehen jetzt so wirklich noch mal schnell schauen. Also, ich würde gerne reinhocken eigentlich, das wäre die Idee. Reinhocken. So, jetzt schauen wir da, was die Raptoren mit uns machen. Also wir haben schon mal sehr schöne Aussicht auf jagende, also ja, fressende Raptoren. Ich meine, die Ziegen. Und es geht los. Der Film Jurassic Park ist am Laufen, es schifft. Ja, mal kann mich nicht beklagen. Gerade Feierabend gemacht, auch geil. Mir geht es auch gut, Kitty. Ich muss hier schnell raus, weil es ein bisschen laut. Geil. Ein bisschen gefährlich muss es sein, hat auf meiner Tour. Ich will das schnell anschauen. Nein, nicht da. Was ist los? Es ist einfach direkt Chaos. Ich will das kaputte Fahrzeug schnell anschauen. Da will ich schnell rein. Ja, also sehr schön. Da Motorhaube da oben. He? Geil. Kitty, ja, dort bin ich noch gesehen und da muss ich schnell raus, weil es ein bisschen lauter steht. Mir geht es auch gut, ich kann mich nicht beklagen. Ich hatte eigentlich ein bisschen Kopfweh gehabt. So wie die Steffi auch. Schnell ein Tablettchen genommen, alles wieder gut. Ja, sonst ist es einfach immer noch zu warm. He? Haben wir es auch schon drüber gehabt, Kitty, geht, glaube ich, den meisten so.
Kitty, was bist du so aktuell dran? Was zockst du so? Bist du noch an der Quarry dran? Ich habe es übrigens durch. Den Quarry habe ich durch. Ich tue jetzt natürlich nicht spoilern. Und es ist ein gutes Game. Es kommt wahrscheinlich einfach ein bisschen darauf an, wie man sich entscheidet. Es kann dann auch sehr schlecht, sehr enttäuschend werden und du regst dich auf und denkst, ja, aber what the hell? Aber ja, es liegt an den Entscheidungen. Aber jetzt nochmal da, um auf das Thema zurückzukommen. Ich glaube, es ist nicht die beste Idee, die Tour direkt durchs Raptorengehege zu leiten. Aber bis jetzt ist noch niemand gestorben. Darum lassen wir es jetzt einfach mal so. Wie gesagt, ein bisschen Action muss schon sein. Oh, du bist noch am Velo dran. Der Quarry muss ich noch fertig spielen. Okay. Ja, du hast ja da das Problem gehabt mit diesen Lags und Ruckler und Hänger und Freezes und so. Das ist natürlich nicht so toll. Da bin ich wirklich froh, habe ich den Quarry auf PlayStation gekauft. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich es auf PC soll oder auf Konsole. Aber meine Überlegung war eben, hey, es ist ja ein Controller-Game, also kaufe ich es direkt für Konsole. Aber geil ist natürlich, dass ich so kein Problem hatte mit dem Freezes. Aber ich habe gerade Probleme mit dem PC. Der hat vorgestern nur ins BIOS gestartet und habe jetzt irgendwie ein kompromiertes, korrumpiertes sorry, Laufwerk und einen Bildschirm abgehängt. Okay. Ja, doof. PC-Probleme sind immer doof. Vor allem, wenn man nicht so richtig weiss, wo das Problem genau liegt, wo die Ursache liegt. Und Steffi muss los. Schönen Abend euch allen noch. Hey Steffi, merci, dass du da bist. Ich wünsche dir auch ganz einen schönen Abend. Und bis gleich. Man liest sich, man hört sich, wie auch immer. Bye, bye. Gut. Schnell auf die Uhr schauen. Ein paar Minuten kann ich noch. Ich habe ja verspätet angefangen. Ich fülle natürlich 2 Stunden. Die Frage ist jetzt einfach, was machen wir noch? Der Rest der Tour ist unspektakulär. Und dann hört sie auf. Und dann bekommen wir wahrscheinlich Geld. Ich weiss es nicht, wie es funktioniert. Wir müssten... Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Sorge dafür, dass die Saurier sichtbar sind. 2 von 5. Wir sind doch jetzt überall durch. Wir haben doch Triceratopse gesehen, wir haben Velociraptoren gesehen. Na gut, die einen haben natürlich nicht viel gesehen, weil die Motorhaube noch dort war. Okay, fair enough. Aber anscheinend muss ich da noch irgendetwas schrauben. Und Spezies, das bringen wir auch sicher nicht hin heute. Das müssten wir nächstes Mal machen. Ich wäre für die Erhöhung der Gesamtanzahl, kann man da zuschauen. Ja, es ist nicht so, wie du dir das vorstellst, Kitty. Das ist ein bisschen anders. Da läuft das mit Fossilien ausgraben, DNA rausholen und da gibt es Eier. So funktioniert das da. Es ist nicht wie im richtigen Leben mit den Bienen und den Blümchen. Und das ist der Grund, warum ich mehr auf Konsolen zocke. Ich habe keine Geduld mehr, einen ganzen Samstag damit zu verdoppeln, um WoW auf Vista zum Laufen zu bringen. Also, okay, ich nehme an, das ist jetzt so, die Erfahrung hast du mal gemacht, zu Vista-Zeiten. Was ich damit sagen will, also, wenn du jetzt noch Vista hast, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Dann musst du dringend mal updaten. Also, ja, du hast nicht Unrecht. Das ist immer da, wenn mich jemand fragt, soll ich Konsolen kaufen, soll ich einen Gaming-PC kaufen. Wenn ich weiss, die Person hat jetzt einfach keine Ahnung von Hardware, ist nicht wirklich so kennt sich gut am PC aus, dann sage ich Konsole. Weil die Konsole, das ist auch so userfreundlich. Du kaufst das Ding, es ist gemacht zum Spiele spielen und all die Spiele sind auf die Konsolen abgestimmt. In der Regel. #Cyberpunk. In der Regel sollte es laufen.
flüssig. Und das ist halt schon cool. Und ja, bei PC hast du immer irgendetwas zum Umschrauben. Es geht mal immer irgendetwas nicht. Da kannst du einfach nur schon ein Nvidia-Treiber-Update machen und es läuft irgendwie nicht mehr. Das ist natürlich schon doof. Aber als jemand, ich bin jemand, der sich sehr gut mit Hardware auskennt, mir gefällt das eben auch wiederum. Es gibt halt auch viel, wo du optimieren kannst, noch ein bisschen rausholen kannst. Das ist eben dann schon nice. Aber ja, die Konsole ist grundsätzlich viel einfacher zu bedienen. Du hast so gut wie kein Problem und du zahlst auch weniger für das Ganze. Also endlich hat es nur einen Vorteil. Aber Maus und Tastatur, es gibt Games, gerade Shooter-Games, die ich einfach nicht mit dem Controller spielen kann. Unsere Konsolen daheim sind reine Deko. Kitty, das war bei mir lange auch so und ich hatte immer die aktuellste PS-Konsole, aber ich habe sie immer so selten gebraucht. Und jetzt habe ich wirklich angefangen, mit die Konsolen zu brauchen. Vor allem auch mit meinem Projekt, das ich am Laufen habe, auf meinem privaten Stream, dass ich The Last of Us jetzt alle Games mal zocken. Dann auch andere Exklusivtitel für PlayStation mal zocken. Und jetzt auch eben genau der Quarry auch gedacht, hey, weißt du, ich kaufe mir das einfach auf für Konsolen. Jetzt wird sie tatsächlich mal anständig gebraucht. Damals Vista-Zeiten, das sind spezielle Zeiten gewesen. Darfst du als BRAC-Mitarbeiter ohne Vorbehalt und neutral antworten? Ich weiss nicht, es gibt da nicht so geschriebene Regeln und so. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein. You know. Vielleicht gebe ich nicht immer auf alles Antwort. Und IT-Mitarbeiter, die sich mit PCs auskennen. Kitty, das ist eben der Punkt. Eigentlich bin ich gar kein IT-Mitarbeiter. Ich bin nicht in der IT-Abteilung. Ich bin im Team Marketing. Aber ja, ich bin Webdesigner, was eigentlich schon eher IT ist. You know. Aber eigentlich bin ich kein IT-Mitarbeiter. Und ja, ich kenne mich trotzdem mit PCs aus. Weil ich bin lange IT-Mitarbeiter vorher. Also vor brack.ch-Zeiten. Hey, Vista und WoW. Im abgesicherten Modus installieren. Wer kommt denn auf das sprichwörtlich in den Tisch beißen? Ja, ich weiss gar nicht. WoW habe ich eben auch mal gezockt. Ich glaube, ich hatte dort nie grosse Probleme gehabt. Meine Probleme sind immer die verdammten Add-ons gsi. Hey, Honora, du weißt wahrscheinlich, was ich damit meine. Es ist wieder ein Update von WoW und die huren Add-ons haben wieder nicht mehr funktioniert und die Fehler ausgespuckt und es ist nicht mehr gegangen. Und dort habe ich am meisten Troubleshooting eingesteckt. Aber es ist ja auch etwas, das sind alles Dritthersteller. Also das ist Blizzard in dem Sinne nicht schuld. Und der PC ja auch nicht. Das waren meine Probleme, die ich mit WoW hatte. Abgesehen von der Sucht. Ja, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Nur wegen Vista. Vista ist wirklich... das war echt schlimm gewesen. Also man sagt ja immer, es kommt immer die gute Windows-Version, dann kommt die unbrauchbare Windows-Version und dann kommt wieder die gute. Die haben einfach irgendwie den Turnus von gut und schlecht. Und bis jetzt zieht sich das, glaube ich, recht konstant durch die Versionen durch. Ich bin jetzt auch zum Beispiel wirklich nicht Fan von Windows 11. Hasta la vista. Genau. Hasta la vista, baby. So, schnell schauen, wir haben 6 ab und ich habe jetzt nichts Gescheites gemacht. Gibt es noch etwas, was ich machen kann? Wir haben alle Dinos benannt. Die Ranger-Teams haben wir noch nicht benannt, das kann ich aber nächstes Mal noch machen. Wir haben die Tour gemacht. Wunderschön. Das ist das absolute Highlight. Das nächste wäre noch ein paar Spezies zusätzlich. Das ist, also, da wird ein Kitty sehen. Also Kitty wird eigentlich nicht... Sie wird das nicht so sehen, wie es hier im Spiel läuft. Aber das wäre dann wirklich das Projekt fürs nächste Mal. Es ist schön, die Sonne geht echt schon direkt unter. Alles schön cinematisch.
Die Sonne geht unter, der Stream geht langsam zu Ende. Bring mal deine Dinos in Stimmung. Also ich kann dir sagen, der Bracchi, der Bracchi ist ganz ein Wilder. Das ist wirklich ganz ein Wilder. Wenn wir uns den schnell anschauen. Also der Bracchi, der ist hier 30% plus bei Dominanz. Also bei dem geht es schon recht ab. Vor allem greift er immer den Seppi an und der Seppi muss leiden, oder? Aber jetzt hier, heute haben wir wirklich kein Problem mit diesen Beinen. Irgendwie sind sie plötzlich happy, alles gut. Wahrscheinlich ist der Seppi einfach schon lange gestorben und ich check das gar nicht. Nein, der ist da, ist alles gut. Seppi ist da. Was mir jetzt gerade auffällt, der hat Haufen Narben. Okay, interesting. Also wenn sie wirklich angegriffen werden, dann bleiben die Narben. Ist nicht auch da schnell heilen, Heilspray drauf und dann ist alles gut. Schauen wir aber jetzt hinten schnell an. Ja, also da sehen wir, wer da der dominante Raptor ist. Der keine Narben hat. What the fuck, also Veganer ist er schon mal nicht. True. 50 Shades of Bracchi. Genau. Kitty, du hast es erfasst. Genau so. So heisst, endlich müsste dein Gegner so anschreiben beim Eingang. Ah, das könnte ich noch machen, stimmt, das habe ich vergessen. Beim Eingang könnte ich noch sagen, hey, das ist 50 Shades of Bracchi, 50 Shades of Bracchi Keg. Was ich da noch schnell machen will, ist ein Schildli. Ein Raptorenschild. Ah, geil. Geil. So, jetzt machen wir das auch wieder. Das ist gerne. Ich nehme es jetzt ein bisschen weiter vor. Velociraptor, let's go. Dann mache ich hier noch schnell Deko hin. Jetzt kann ich da vielleicht ein bisschen besser platzieren. Nein, kann ich nicht. Mal, es geht ganz knapp. Let's go. Sehr gut. Ja, dann haben wir hier Besucher gesehen. Jetzt geht die Post ab. Velociraptor, 50 Shades of Bracchi. Und dann geht es hier rein. Also mir gefällt das so weit. Ich weiss jetzt nicht, ob mir das Cake-Design wirklich gefällt. Ja, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Aber egal. Es ist wirklich genau gleich wie da schon. Ja, ja. Muss länger. Es sieht auch geil aus mit diesen Fahrzeugen, die jetzt hier schön durch den Park durchfahren. Der auch, komm vorbei. Okay. Sehr schön, sehr schön. Jetzt schaue ich noch schnell, muss noch irgendjemand in die Ferien. Dann haben wir, das mache ich jetzt noch schnell, ich sage der hier ausruhen. Weil dann haben wir beim nächsten Mal erholte Wissenschaftler. Dann schaue ich da noch schnell, wobei das macht jetzt keinen Sinn. Gut, haben wir eh nichts. Was ich noch schnell checken will, kann ich da Ansicht anzeigen? Okay, ich kann da all drei. Ich kann da quasi schauen. Dann kann ich da schauen, wie die Ziege gefressen wird. Hey, wo ist die Ziege? Wo ist die Ziege? Ja, Filmzitat. Kitty, hast du den neuesten Jurassic World schon geschaut? Bist du überhaupt Fan von dem Zeug? Das ist dann die andere Frage. Nein, noch nicht. Ich bin noch schauen. Letzte Woche war es, glaube ich. Ich finde ihn unterhaltsam, aber ich finde ihn, wie gesagt, ich kann nicht sagen, er ist schlecht, er ist unterhaltsam, aber einfach auch, weil ich halt Dinos geil finde und es ist viel Fanservice rum. Vor allem so Anspielungen auf Szenen aus dem originalen Jurassic Park. Das ist alles sehr geil, aber
es sind einfach viele so Elemente, die sie einfach in den Film hineingedrückt haben. Und der Film besteht quasi nur noch aus diesen Elementen. Und der Rest von der Story und vieles, was passiert, ist einfach unlogisch. Dort ist er dann halt doch eher nicht so gut. Das ist meine Meinung über den Film. Ich sage es mal so, wenn ihr Fan sind von Jurassic Park und all diesen Filmen, die nachher gekommen sind, auch wenn nichts an Jurassic Park kommt, wenn euch das mehr oder weniger gefällt, dann schaut. Dann lohnt es sich, glaube ich, schon. Aber ja, das ist meine Meinung. Von mir aus könnte jetzt der Chris Pratt. Come on, der Chris Pratt. Ja, ich weiss, was du meinst. Chris Pratt, der nervt dich. Also mich nervt er nicht in dem Sinn. Es ist schwierig. Es ist einfach auch... Der Stil ist einfach so komplett anders geworden ab Jurassic World. Ja, endlich schon ab Jurassic Park 3 ist er ein bisschen anders geworden. Ja, es ist halt alles modern und ein neuer Park und irgendwie passt er als Charakter schon noch in das ganze Ding rein. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, von allen Schauspielern, ja, wenn alle Schauspieler zusammennimmst, auch vom Original Jurassic Park, dann muss ich auch sagen, weißt du, dann kann man den Chris Pratt, den kann man weglassen. Dann möchte ich lieber einfach die anderen sehen. Also dort weiss ich vielleicht ein bisschen, was du meinst. Aber ich finde sonst den Chris Pratt endlich noch cool. Also ich finde ihn vor allem als Star-Lord finde ich ihn halt schon geil. Und halt seine Rolle bei Parks and Recreation. Jurassic Parks and Recreation. Also, ich tue da noch schnell auffüllen und dann wäre es das gewesen. Dann schauen, ob da gespeichert ist. Mein Spiel. Überschreiben. Let's go. Puh. Wieso zeigt es mir jetzt der Chat nicht an? Komisch. Ja. Oh, ich muss hier noch schnell meinen Speicherstand benennen. Mein Spiel. Das ist der perfekte Name für den Speicherstand. Sehr gut. Also ich finde es echt geil. Ich finde das Spiel gemütlich und jetzt auch gerade eben da mit dieser Tour und den Autos auf Schienen mit dem Jurassic Park Tor und dort selber ein bisschen bestimmen, wo geht es durch, wie soll es aussehen. Das finde ich echt geil. Das macht mir wirklich extrem Spass in diesem Spiel. Und wir haben noch viele Dinos, die wir einfach noch nicht ausgebrütet haben, noch gar nicht geforscht haben. Ich habe irgendwie im letzten Stream, glaube im Titel gehabt, ich will einen T-Rex. Ja, ich glaube, da brauchen wir etwa 20 Streams, bis wir dort sind. Weil der T-Rex ist jetzt wirklich einfach, in diesem ganzen Forschungsding ist er einfach am Schluss. Das heisst, du musst einfach zuerst mal alles andere gemacht haben, bevor du einen T-Rex bekommst. Aber was mich tatsächlich wundernimmt, dann nächstes Mal, ich denke, das müssen wir ja machen. Wir müssen ja mehr Spezies haben. Ist ein Dilophosaurus. Ja. Ich mache es jetzt nicht. Kitty hat es, glaube ich, letztes Mal schon geklebt. Ihr wisst, welchen, der mit dem Schirm. Der spucken kann. Den muss ich dann schon noch sehen. Ich will dann auch sehen, wie greift denn der die Autos an. Spuckt er denn die Autos an und so. Ja, Kitty, ich habe da schon gesehen. Oder hast nicht du den Clip gemacht? Bin mir nicht mehr sicher. Aber du hast, glaube ich, etwas von wegen geschrieben, von wegen einen Clip geschrieben, zumindest. Und diesen Clip gibt es. Der war im Eis so geil, wo er den angegriffen hat, den er geklaut hat. Ja, der Nedry. Wie gesagt, Jurassic Park, ich habe das Gefühl, ich kenne jede Szene in- und auswendig. Ich habe ihn einfach schon so manchmal gesehen. Aber ja, das ist der in seinem Shaving Cream ist das wahrscheinlich gewesen. Rasierschaum, die Dose, wo er ja DNA quasi rausschmuggeln aus dem Park raus. Und dann hat er die dort drin und fährt los und es ist ja schon am Regnen. Dann fährt er dort durch den huren Dschungel durch und dann sagt er eben noch so, wo ist die Straße? Das ist mir so geblieben. Und dann kommt er eben von der Straße ab und dann kommt eben genau die Szene, der Dennis Nedry. Genau.
Dann kommt genau die Szene mit dem Dilophosaurus. Zuerst kündigt er sich ja an, die Dilophosaurus mit seinen Geräuschen, die mega herzig tönen und so. Ja, nachher geht die Post ab. Diese Szene, die ist mir auch recht geblieben. Der IT-Guy. Seien wir ehrlich, es sind einfach alle Charaktere im Jurassic Park sind einfach so gut. Das ist etwas, wo du eher selten heutzutage findest in den Movies. Ich weiss es nicht. Das ist immer irgendwie so ein Charakter, wo du denkst, okay, für was ist jetzt diese Person überhaupt im Film? Aber das ist genau da im ersten Teil. Du hast so viele verschiedene Charaktere, die ihre Ziele verfolgen, ja, natürlich. Das ist so genial. Dennis Nedry. Und ja, wie gesagt, ich komme nochmal schnell zurück auf den neuesten Jurassic World Film. Es hat tatsächlich auch Zusammenhänge mit dem ersten Teil oder mit Charakteren aus dem ersten Teil. Darum, nur schon wegen dem kann ich es halt empfehlen. Wie gesagt, es ist Fanservice, aber es ist dann einfach so stückchenweise reingepflanzt. Es macht in der Hauptstory nicht viel Sinn zum Teil. Da, ja, ich will nicht spoilern. Es ist noch schwierig jetzt da zu erzählen, ohne dass ich spoilere. Ja. Aber für die jetzt all die Charaktere noch in- und auswendig kennen, würde ich aber schon sagen, geht euch den neuesten gleich noch anschauen. Das könnte sich dann eben gleich noch lohnen. Sein Pult, das so zugestellt war, das heisst, IT-Typen damals schon klischeehaft chaotisch war, ja, true. Ja, so Elemente habe ich eben auch schon geil gefunden. Du hast den IT-Nerd mit seinem zugestellten Pult. Er hat ja noch die Animationen gehabt, das ist mir eben auch geblieben. Du hast das Zauberwort nicht gesagt, irgendwie so. Das ist immer der Ton gekommen. Und der Sam Jackson, oder? Hat dort versucht, in das System hineinzukommen und er hat es nicht geschafft, weil der Sam Jackson halt nicht so ein IT-Nerd ist. Gut, was tatsächlich ein bisschen weit hergeholt war, ist die Szene, wo nachher die Lex, das Mädchen, das war wirklich so ein bisschen komisch. Am Schluss, also ich glaube, Jurassic Park darf ich schon ein bisschen spoilern, oder? Das ist ein genug alter Film. Am Schluss kommt sie in ein System rein, sie kann sich im PC einloggen. Und das ist so eine Szene, das war für mich immer so ein bisschen cringy. Und dann sagt sie, das ist ein Unix-System, ich kenne mich damit aus. Und dann ist erstens mal ein 3D-Dings, ein 3D-Betriebssystem, wo ich dachte, okay. Und das Schlimmste habe ich wirklich gefunden, wie sie die Maus in die Hand nimmt. Das war wirklich auch das Schlimmste. Es sieht so aus, als hätte die Schauspielerin einfach noch nie eine PC-Maus in der Hand gehabt. Und genau so nimmt sie in die Hand und sie machen so eine Nachaufnahme von dem Moment, wo sie die Maus anlenkt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, okay. Du bist eine Hackerin, aber offensichtlich hast du noch nie eine PC-Maus gesehen oder bedient. Ist jetzt ein bisschen fies, aber ein bisschen Kritik darf man auch an diesem Film ausüben. Ja, es ist auch die Hackerin as fuck. Aber und dann geht sie an den PC und du denkst auch, okay, ja, ich kann es jetzt nicht sehen, okay. Der Rest kann von mir aus Sinn machen. Von mir aus als 3D-Unix, das sie bedient. Das kann Sinn machen. Aber ja, sonst ist es echt geil. Sonst ist es wirklich eine gute Story und einfach auch damals ja revolutionär gewesen, auch von den Effekten her. Also die ausbalancierte Mischung zwischen neuem CGI damals und halt praktischen Effekten. Halt mit Puppen, mit dem T-Rex, was ja effektiv so gebaut haben in dieser Größe. Das war schon beeindruckend gewesen. So, lieber Chat, es ist 20 ab. Ich habe noch einen Termin, ich muss schon gleich weiter. Ja. Ich gehe noch Chinesisch essen. Geil, und ich habe so Hunger. Nice. Darum würde ich sagen, ich muss mal schauen, was es nächstes Mal gibt. Falls der irgendwie, vielleicht, wenn jemand von Chat noch gerade irgendwie eine Idee hat für ein Spiel, das da gut würde passen, ihr könnt noch Vorschläge reinschreiben, ihr könnt Vorschläge auch im Discord reinschreiben. Und schreiben, hey, der Troy müsste das Spiel XY mal spielen. Ja, bitte nicht rumtrollen.
Aber ich bin immer noch auf der Suche nach Spielen, die ich anspielen kann. Bevorzugt halt irgendwie neue Releases. Und sonst geht es bei Guardians weiter, vielleicht geht es bei Oddworld noch ein bisschen weiter. Oddworld Soulstorm habe ich auch mal angefangen. Oder wir machen hier bei Jurassic World Evolution 2 weiter. Mal gucken. Bist du neidisch, hä? Ja, also das mache ich auch nicht immer, das mache ich nicht jeden Tag. Es ist ein spezieller Anlass mit der Family, wo wir uns entschlossen haben, wir gehen wirklich geil und viel Chinesisch essen. Und ich freue mich riesig. Zaltbrock. Okay, dann würde ich sagen, dass wir den Stream an dieser Stelle beenden. Kitty, da musst du nicht mit mir abmachen. He? Da musst du nicht mit mir abmachen. Ich kann dir sagen, es gibt ab und zu ein Giveaway, aber auch das heisst nicht, dass dann einfach Kitty alle Giveaways bekommt. Das macht der Massi schon. Der Massi könnte ja einfach bei jedem Huren Giveaway gefühlt. Nein, also das ist etwas, was man machen. Aber ich weiss nicht, ich meine, es gibt ja auch andere Sachen. Ich meine, jetzt Games auswählen, ich weiss nicht, das wäre wahrscheinlich nichts, wo man wirklich bräuchte als externe Dienstleistung, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es sonst etwas, wo man mal irgendjemanden bräuchte. Ich weiss es nicht. Wo man vielleicht auch extern mal jemanden würde hinzuziehen. Aber wie gesagt, ich weiss es nicht. Ich kann das nicht entscheiden. Einfach als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Emotes. Du schnell eins posten. Ich hoffe, ich habe sie noch. Ich hoffe, ich bin noch subscribed. Shit, ich bin nicht subscribed. Okay, jetzt bin ich natürlich voll reingelaufen, oder? Ich muss dann wieder resubscriben, aber wir haben da so coole Emotes und die haben wir eben auch machen lassen. Und ja, natürlich haben wir die Person auch dafür bezahlt, logischerweise. Und sie sind auch mega gut gekommen. Genau, Kitty, merci vielmals. Ich finde die mega süß, die Emotes mit dem Lizard. Ja, mega cool. So, ich wünsche dir einen guten Wunsch der Family und dir einen wunderschönen Abend, Kitty. Merci vielmals. Mega cool. Hey, Bert, jetzt kommst du noch schnell rein. Bert, schön, dass du da bist, aber ich bin jetzt wirklich gerade am Beenden. Aber Bert, geht es dir gut? Da frage ich jetzt noch schnell, da darfst du noch schnell eine Antwort drauf geben. Alles gut? Ich muss noch schnell den Chat ein bisschen nachlesen. Ah nein, ob die Games zahlen, ich will nichts, ausser sie wollen mich sponsern. Okay. Da, ich bin das ab. Kitty macht das eben richtig. Habt ihr gesehen, Brack? Ich bin der bessere Support als der Troy. Stell mich ein. Ja, ersetzt mich einfach direkt mit der Kitty. Machen wir es so. Oh, na cute bird. Cute bird. Das habe ich auch so lustig gefunden. Wir haben irgendwie einen Ray gemacht vom Bounce her. Und dann hat die Person gesagt, Hi Bird und Kitty. Ich weiss nicht, das habe ich auch lustig gefunden. Vor allem, weil Kitty dann eher so mit, wir sagen mir ja ihr Bounce. Und ihr sagt mir ihr Bird als Bird. Läuft, sehr schön. Freut mich zu hören. Mir geht es auch gut, Bert, kann mich nicht beklagen. Wie gesagt, ich muss jetzt langsam los, weil es geht noch weiter zum chinesisch Essen mit der Family. Auf das freue ich mich riesig. Nur schon wegen dem geht es mir gut. Ja, und sonst einfach zu warm, oder? Sag's immer wieder. Ich aber nicht jedes Mal beklagen. So. Riesig. Genau, Bert. Es wird sicher auch Reis geben. Gehört einfach dazu. Das ist jetzt vielleicht noch eine Frage. Bist du auch so wie ich mit viel Reis aufgewachsen, Bert? Du weißt, wieso ich das frage? Hast du das auch erlebt? Und bei mir ist es eben so, ich habe so viel Reis gegessen, dass ich es wirklich nicht mehr so gerne habe. Also ich denke immer, nein, Reis. Wobei manchmal muss es eben schon sein, manchmal passt zu gewissen Gerichten halt perfekt dazu. Aber manchmal denke ich auch, okay.
Ich hätte lieber Nudeln oder so. Jeden Tag tatsächlich, ja Bert, denn du kennst das auch ein bisschen, du hast das auch ein bisschen miterlebt. Gut, einen Reiskocher habe ich schon auch noch in der Küche. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt kein Reis esse. Es gibt viele Gerichte, wo es perfekt passt und wo ich auch muss sagen, hey, dort habe ich es gerne. Es gibt gar nichts anderes, was man dort dazu machen kann. Aber es hat irgendwie gefühlt, früher zu jedem Gericht einfach noch Reis gegeben. Weißt du, was ich meine? Es ist auch so, okay, da haben wir unser Schweizer Gericht plus noch ein bisschen Reis. Ich würde jetzt auch wirklich gar niemand essen, vor allem nicht meine Mami, die da wirklich immer mega fein gekocht hat. Es geht nicht um das. Ah, du, okay. Ja, okay. Ja, dort muss ja, also mindestens dort muss der Reiskocher rum sein. Sonst würde wahrscheinlich die Welt nicht mehr funktionieren. Und die Riesensäcke voll Reis, oder? Die kennst du sicher auch, Bert. So, ich muss Reis kaufen. Ja, dann nehme ich da so einen 15 Kilo Sack. Kitty, du hast keinen Reiskocher, aber ich lieber Reis als Nudeln oder sonst was. Okay. Ja, ich meine, es ist ja, schlussendlich ist es immer ein bisschen die Abwechslung. Aber ich sage nicht, hey, ich finde doch Reis nicht geil, weil Reis nicht geil ist, sondern ich habe es auch so häufig gehabt, dass man wirklich verleidet ist. Aber es würde mir genau gleich gehen bei Nudeln. Hätte ich jetzt jeden Tag einfach nur Nudeln, ich könnte die Nudeln wahrscheinlich irgendwann schon mal anschauen. Oh, du bist ein Brotdigger, Eonra. Okay. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Aber mach selten, weil braucht der halt viel und ich esse alles. Ja, einfach Abwechslung. Ich brauche einfach Abwechslung, das ist das Wichtigste. Mittlerweile hat sie die aber auch nicht mehr. Ah, okay. Fühle ich selber, mache ich wirklich selten Reis. Also wer... Aha. Das habe ich gar nicht gelesen. Habe ich etwas verpasst? Wait, der Bert ist aufgewachsen. Warum ist er denn so klein? Okay, ich glaube, das ist der perfekte Ort, wo wir den Stream beenden können, weil ich muss wirklich los. Ich muss wirklich jetzt vom PC weg und zu den Eltern über. Und dann geht's weiter. So, ja, ich gehe. Also, lieber Chat, ich danke euch vielmals fürs Dabeisein. Ich mache jetzt hier gleich noch schnell meine Standard-Self-Promotion. Ich habe jetzt den Plan gerade nicht im Kopf. Theoretisch müsste es morgen Klemmbausteine geben mit dem Cyril. Freitag ist, glaube ich, nichts mehr. Wie gesagt, der Blake streamt jetzt aktuell nicht mehr, weil er Papi geworden ist. Mich gibt es am nächsten Mittwoch ganz normal wieder. Und wenn ihr mich vorhin schon wieder gesehen habt, hier. twitch.tv/treuhammerin, jeden Samstag 19 Uhr. Nächsten Samstag machen wir weiter mit The Last of Us Part 2. Wir sind dort noch lange noch nicht fertig. Genau. Lieber Chat, merci fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr esst auch so gut wie ich. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ade.